Mittelniederdeutsch, eine Lingua franca. Wenn man heute jemanden fragt, was eine Lingua franca ist, dann erhält man nicht selten die Antwort, naja, Englisch ist so etwas wie eine Lingua franca. Englisch wird überall auf der Welt gesprochen und Personen aus verschiedenen Sprachgemeinschaften können sich mit dieser Sprache verständigen. Ganz einfach. Hier soll es aber nicht um die englische Sprache gehen und auch nicht um die Gegenwart. Im Mittelpunkt steht das Mittelniederdeutsche, das heißt die niederdeutsche Sprache in der Zeit vom 13. bis 17. Jahrhundert. War diese Sprache so eine Art Englisch des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit? Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich über Ihr Interesse an der Geschichte der niederdeutschen Sprache. Mein Name ist Doreen Brandt und ich bin Juniorprofessorin für niederdeutsche Literatur an der Universität Oldenburg. Immer wieder liest man von dem Mittelniederdeutschen als Lingua franca. Was das eigentlich ist und ob es für die Geschichte der niederdeutschen Sprache zutrifft, darüber möchte ich in den nächsten Minuten sprechen. Zunächst wird es um die Frage gehen, was unter dem Begriff Mittelniederdeutsch zu verstehen ist. Wo hat man es gesprochen und geschrieben und wann? Und was ist uns davon überliefert? Anschließend gilt es zu klären, was eine Lingua franca überhaupt ist. Und schließlich geht es um die Frage, ob und inwiefern von dem Mittelniederdeutschen als Lingua franca gesprochen werden kann. Ich komme zum ersten Gliederungspunkt. Was ist Mittelniederdeutsch? Der Begriff Mittelniederdeutsch bezeichnet die mittlere Sprachstufe in der Geschichte der niederdeutschen Sprache von etwa 1200 bis 1650. Hier geht mit Schriftzeugnissen aus der Zeit von ca. 750 bis 1100 das Altsächsische als älteste Sprachstufe des Niederdeutschen voran. Und die jüngste Sprachstufe schließt sich ab etwa 1650 an das Mittelniederdeutsche an. Hier spricht man vom Neuniederdeutschen oder vom Plattdeutschen. Aus dem 12. Jahrhundert sind keine Schriftzeugnisse überliefert. Hier gibt es also eine sprachgeschichtliche Überlieferungslücke. Diese Karte hier zeigt die Ausdehnung des mittelniederdeutschen Sprachraums und seine Binnengliederung. Zunächst zur Ausdehnung. Im 14. und 15. Jahrhundert umfasste das Niederdeutsche etwa 40% des gesamten deutschen Sprachraums. Der mittelniederdeutsche Sprachraum erstreckte sich in einem weiten Gebiet an den südlichen Küsten von Nord- und Ostsee bis ins Baltikum und im Binnenland zwischen den Flussläufen von Rhein, Ems, Weser, Elbe, Oder und darüber hinaus. Im Westen des Sprachraums schließen sich mit dem Niederländischen und Friesischen zwei sehr nahe verwandte Sprachen an. Im Norden die ebenfalls verwandten skandinavischen Sprachen, im Osten dann die slawischen und baltischen Sprachen und im Süden die hochdeutschen. In diesem Sprachraum wurde Mittelniederdeutsch gesprochen und auch geschrieben. Überliefert sind uns zum Beispiel Inschriften, Bibeln, Legenden, Ratgeber, juristische und medizinische Fachliteratur, weltliche und geistliche Lieder, Erzählungen in Prosa und Vers, Stadtrechte, Testamente, Chroniken, geschäftliche Korrespondenz und noch vieles mehr. Diese Produktivität des Niederdeutschen, wenn es nicht nur um den mündlichen Austausch ging, sondern auch den schriftlichen, setzte sich nach Anfängen im 13. Jahrhundert erst umfassend im 14. Jahrhundert durch. Davor war Latein die Sprache, die ganz überwiegend und selbstverständlich in der Schriftlichkeit verwendet wurde. Ein zweiter Schreibsprachenwechsel setzte im 16. Jahrhundert im niederdeutschen Sprachraum ein. Nach und nach gingen nun erst die städtischen Kanzleien dazu über, Hochdeutsch zu schreiben, und nach einem letzten Anstieg um 1600 wechselten dann auch die norddeutschen Drucker, zum Beispiel in den Druckzentren Lübeck, Hamburg und Rostock, zum Hochdeutschen. Auch die anfangs schon angesprochene Binnengliederung des Sprachraums wird aus der Karte ersichtlich.
Sie zeigt das Westfälische westlich der Weser und das Ostfälische östlich davon, sowie im Küstenbereich das Nordniedersächsische und östlich der Elbe das Ostelbische und das Südmärkische. Die Bezeichnung Nordniederdeutsch dient in der Karte als Sammelbezeichnung für die nördlichen Varietäten westlich wie östlich der Elbe. Sowohl zu den angrenzenden Sprachräumen wie auch zwischen den verschiedenen mittelniederdeutschen räumlichen Varietäten muss anstelle von scharfen und festen Sprachgrenzen mit vielfältigen sprachlichen Übergangs- und Kontaktzonen gerechnet werden. Damit komme ich zur zweiten Frage. Zu klären ist, was unter einer Lingua franca zu verstehen ist. Der Begriff Lingua franca, übersetzt etwa mit Sprache der Franken, bezeichnet im engeren Sinne eine Sprache, die im Mittelalter während der Kreuzzüge im östlichen Mittelmeerraum entstanden ist. Sie diente der Verständigung zwischen westeuropäischen Christen und türkischen und arabischen Moslems. Die Basis dieser Sprache bildete das Italienische. Hinzu kamen Einflüsse weiterer romanischer Sprachen und des Griechischen, sowie auch Elemente aus dem Türkischen, Arabischen und Persischen. Neben der Bezeichnung dieser konkreten historischen Verkehrssprache steht der Begriff heute ganz allgemein für eine Sprache, die der Verständigung zwischen Sprecherinnen und Sprechern unterschiedlicher Herkunftssprachen dient. In der Gegenwart ist Englisch die Sprache, die weltweit als Lingua franca fungiert. In Wirtschaft und Handel, in der Wissenschaft, in Politik und Diplomatie, aus Gründen von Migration und Tourismus und so weiter. Im Mittelalter fungierte in Europa auch das Lateinische in der schriftsprachlichen Kommunikation als Lingua franca, zum Beispiel in den Bereichen von Recht und Theologie, aber auch weit darüber hinaus. Kann für das Mittelniederdeutsche eine vergleichbare Funktionalisierung festgestellt werden wie für das Englische in der Gegenwart oder das Lateinische im Mittelalter? Damit bin ich an Punkt 3 angelangt, bei der Frage, ob Mittelniederdeutsch eine Lingua franca gewesen ist. Ich kann die Frage hier nicht umfassend erörtern, aber zumindest eine Annäherung ist möglich. Ohne Zweifel war das Mittelniederdeutsche eine Sprache mit einem räumlich sehr weiten Geltungs- und Verwendungsbereich. Und als solche verfügte sie über ein hohes Prestige, weit über den eigentlichen mittelniederdeutschen Sprachraum hinaus. Ein wesentlicher Bedingungsfaktor dafür dürften das weite Handelsnetz der Hanse und ihr politischer und wirtschaftlicher Einfluss in Nord-, Ost- und Westeuropa gewesen sein. Die Hanse war eine, Zitat, Organisation von niederdeutschen Fernkaufleuten einerseits und von rund 70 großen und 100 bis 130 kleinen Städten andererseits, in denen diese Kaufleute das Bürgerrecht besaßen. Zitat Ende. Die Karte illustriert sehr deutlich das dichte Netz der Hansestädte. Diese Städte befanden sich in einem Raum, der sich von der Södersee im Westen bis nach Livland im Osten ausdehnte. Und von Visby und Stockholm im Norden bis zur Linie Köln, Erfurt, Breslau, Krakau im Süden. Nicht in Gänze, doch zu einem erheblichen Teil ist dieser Raum deckungsgleich mit dem mittelniederdeutschen Sprachraum. Die Anfänge der Hanse bildeten im 12. Jahrhundert Fahrtgemeinschaften norddeutscher Kaufleute bis nach Russland und Livland. Im 13. und 14. Jahrhundert traten Nordeuropa, England, Flandern und Nordfrankreich als Handelsziele hinzu. Und seit dem Ende des 14. Jahrhunderts dehnte sich der hansische Handel sogar bis nach Portugal im Westen, Island im Norden und Moskau im Osten aus. In diesen Fernhandelszielen richteten die Kaufleute der Hanse dauerhafte Niederlassungen ein, Kontore und Faktoreien. Die Kontore in Brügge, Flandern,
London, England, Bergen, Norwegen und Nowgorod, Russland, werden zu den bedeutendsten gezählt. Unter anderem der weite Einflussbereich des hansischen Handels hat es mit sich gebracht, dass Mittelniederdeutsch auch außerhalb des mittelniederdeutschen Sprachraums verwendet wurde. So sind heute zum Beispiel mittelniederdeutsche Schriftzeugnisse aus Dänemark, Schweden, Finnland und Russland überliefert. Der räumliche Geltungsbereich über Sprachgrenzen hinweg und auch die schriftliche Überlieferung an Orten außerhalb des mittelniederdeutschen Sprachraums sprechen durchaus für die Charakterisierung des Mittelniederdeutschen als Lingua Franca und als Verkehrssprache in Nord-, West- und Osteuropa, besonders in den Bereichen von Politik, Recht und Handel. Doch es gibt auch Hinweise darauf, dass sich Mittelniederdeutschsprecher im Ausland nicht ohne weiteres in ihrer Sprache mit Sprechern der dortigen Sprachen verständigen konnten. Beziehungsweise, dass ihre anderssprachigen Gesprächs- und Korrespondenzpartner nicht selbstverständlich zum Mittelniederdeutschen wechselten, sondern dass auch andere Strategien der Verständigung eingesetzt wurden. Am Beispiel von Schweden und Russland möchte ich darauf jetzt näher eingehen. In Bezug auf Schweden und die Bedingungen der Kommunikation zwischen Sprechern aus dem mittelniederdeutschen Sprachraum einerseits und aus Schweden andererseits müssen mindestens zwei Aspekte berücksichtigt werden. Erstens die enge Verwandtschaft zwischen den beiden Sprachen und zweitens die Einwanderung von Deutschen nach Schweden im Mittelalter. Niederdeutsch und Schwedisch gehören sprachgeschichtlich beide zur Gruppe der germanischen Sprachen. Als solche haben sie viele Gemeinsamkeiten, beispielsweise die Betonung der Wörter auf der ersten Silbe, den Lautstand, den Wortschatz, aber zum Beispiel auch die Wortbildung, insbesondere die Flexion der Verben. Die deutsche Einwanderung nach Schweden aus dem niederdeutschen Sprachraum begann bereits im 12. Jahrhundert und hielt bis zum Ende des 15. Jahrhunderts an. Den Anstoß hierzu gaben unter anderem die regen Handelskontakte zwischen Schweden und den Gebieten an der südlichen Ostseeküste. Ihren Höhepunkt erreichte die Migration aber im 14. Jahrhundert, als Schweden von einem König aus Mecklenburg regiert wurde. Im Jahr 1363 erreichte der mecklenburgische Herzog Albrecht II. Nämlich, dass sein Sohn Albrecht III. Den schwedischen Thron besteigen konnte. Das Widmungsbild, das der mecklenburgischen Reimchronik des Ernst von Kirchberg aus dem Ende des 14. Jahrhunderts vorgeschaltet ist, setzt die Inthronisierung Albrechts III. Durch seinen Vater Albrecht II. Ins Bild. Die Figur rechts mit dem grauen Bart stellt den älteren Herzog dar. Die Figur links den jüngeren König, zu erkennen an Krone und Reichsapfel. Der Herzog, flankiert von den Flaggen Mecklenburgs und der Herrschaft Rostock mit Stierkopf und Greif, überreicht dem König das Banner Schwedens, 3 Kronen auf blauem Grund. 1389 endete die Königsherrschaft für den Mecklenburger. Königin Margarete von Dänemark und Norwegen setzte Albrecht III. Gefangen. Erst 1395 konnte er nach Mecklenburg zurückkehren. Zahlreiche mecklenburgische Adlige waren mit Albrecht nach Schweden gekommen, ließen sich dort dauerhaft nieder und besetzten wichtige Positionen in der Verwaltung des Königreichs. Schon lange vor Albrechts Herrschaftsantritt setzten sich zudem die Räte zahlreicher schwedischer Städte aus Bürgern schwedischer und deutscher Herkunft zusammen. Das trifft auch zu auf Stockholm, an deren Gründung im 13. Jahrhundert schon deutsche Einwanderer beteiligt gewesen sein sollen. Im Spätmittelalter war die Stadt eine der wichtigsten Handelsstädte Schwedens und als solche zugleich auch Mitglied im Städtebund der Hanse. Das Mittelniederdeutsche ersetzte hier aber nie das Altschwedische als Amts- und Geschäftssprache. So sind aus dem 14. bis 16. Jahrhundert zwar über 100 mittelniederdeutsche Urkunden und Briefe überliefert, die in Stockholm ausgestellt wurden,
Die überwiegende Mehrheit der in Schweden ausgestellten Schriftstücke wurde jedoch weiterhin auf Schwedisch oder Latein abgefasst. Man kann aber insgesamt festhalten, Mittelniederdeutsch in Stockholm und in Schweden insgesamt war die Sprache eines Teils der adligen und städtischen Oberschicht und hatte als solche ein hohes Prestige. Davon zeugt beispielsweise auch Der Spiegel der Natur, ein mittelniederdeutsches Lehrgedicht über die Natur des Menschen mit Ratschlägen und Hinweisen für die Gesundheit. Es wurde 1325 von Eberhard von Wampen am Hof in Schweden geschrieben, also noch lange bevor der Mecklenburger Albrecht König von Schweden wurde. Gewidmet ist es dem jungen schwedischen König Magnus Eriksson. Sowohl die Handelskontakte als auch die Migration führten dazu, dass das Mittelniederdeutsche großen Einfluss auf das Schwedische nehmen konnte. Unter anderem betrifft dies den schwedischen Wortschatz. Dieses Verhältnis der beiden Sprachen zusammen mit ihrer engen Verwandtschaft machte die Semikommunikation zwischen Schwedisch- und Niederdeutschsprechern in Schweden zur Zeit der Hanse im 14. und 15. Jahrhundert möglich. So nimmt es die Forschung an. Mit dem Begriff Semikommunikation ist allgemein eine Verständigung von Sprechern verschiedener Sprachen gemeint, bei der jeder in seiner Herkunftssprache spricht, in dem Vertrauen, von seinem Gegenüber verstanden zu werden. Die Übersetzung von der einen in die andere beteiligte Sprache und umgekehrt oder auch das Ausweichen auf eine Hilfssprache, die von beiden Sprechern gleichermaßen beherrscht wird, sind hierbei nicht notwendig. Voraussetzung für das Zustandekommen und Gelingen von Semikommunikation ist die enge Verwandtschaft der beteiligten Sprachen. Hinzu kommt eine positive Einstellung der Sprecher zur Sprache des anderen, also die grundsätzliche Akzeptanz der fremden Sprache. Beide Voraussetzungen sieht die Forschung in Bezug auf das Altschwedische und das Mittelniederdeutsche, das ja im mittelalterlichen Schweden hohes Ansehen genoss, als gegeben an. Das heißt, sprach beispielsweise ein Bürger deutscher Herkunft in Stockholm Mittelniederdeutsch, so konnte ihn ein Schwede verstehen. Und sprach ein Bürger schwedischer Herkunft Schwedisch, so wurde er von dem Mittelniederdeutschsprecher verstanden. Daraus folgt letztlich auch, der schwedische Sprecher wechselte in einer so verstandenen Sprachkontaktsituation nicht in die fremde Sprache seines Gegenübers, so dass sie beide Mittelniederdeutsch miteinander gesprochen hätten. Unbestritten ist Mittelniederdeutsch hier zwar eine von dem schwedischen Sprecher akzeptierte und auch verstandene Sprache, sie fungierte jedoch nicht als eine Lingua franca. Denn das würde ja voraussetzen, dass der Schwede Mittelniederdeutsch nicht nur hörte und dann verstand, sondern dass er die Sprache auch selbst sprach. Letzteres ist aber durchaus nicht auszuschließen und die Form der Semikommunikation nicht zu verallgemeinern. So geht die Forschung etwa auch davon aus, dass ein Teil der Bevölkerung Stockholms zweisprachig war, also Schwedisch und Niederdeutsch sprechen konnte. Die Möglichkeit, dass das Mittelniederdeutsche hier der Verständigung zwischen Schweden und norddeutschen Einwanderung diente, ist also grundsätzlich gegeben. Nur muss dann für das Altschwedische dasselbe gelten. Wir verlassen Schweden und Stockholm und blicken nun einmal nach Russland und das mittelalterliche Nowgorod. Die Stadt zählte zu den bedeutendsten Niederlassungen für den hansischen Russlandhandel und beherbergte als solche neben Brügge in Flandern, London in England und Bergen in Norwegen eines der wichtigsten Außenkontore. Dieses Kontor der Hanse, der St. Peterhof, ist im 13. Jahrhundert gegründet worden. Hierher nahmen die Kaufleute aus den Hansestädten den Weg über die Ostsee, durch den finnischen Meerbusen, die Newa, den Ladogasee und den Wolchow-Fluss. In Nowgorod angelangt, tauschten sie Luxusgüter aus dem Westen, zum Beispiel Tuche, Schmuck, Wein und Glaserzeugnisse, gegen Pelze und Wachs aus Russland ein.
Zeitge Zeitgenössische bildliche Darstellungen, die einen authentischen Eindruck von dem Kontor in Nowgorod bieten, sind nicht bekannt. Überliefert sind aber in der Nikolaikirche von Stralsund 4 geschnitzte Tafeln aus der Zeit um 1370, die ursprünglich einmal das Gestühl der Stralsunder Riegerfahrer zierten. Damit sind die hansischen Kaufleute gemeint, die in Livland Handel trieben. Livland im Mittelalter umfasste in etwa das heutige Estland und Lettland. Eine der Tafeln, die hier im Bild zu sehen ist, soll den Peterhof in Nowgorod darstellen. Die linke Seite zeigt Männer, die aus dem Wald kommend am Kontor angelangt und Pelze bei sich haben. Die rechte Seite zeigt den Torwächter des Kontors. Authentisch ist diese Darstellung wohl deshalb nicht, weil das Torhaus hier aus Steinen gemauert ist, während das Kontor in Wirklichkeit von Holzplanken umzäunt gewesen sein soll. In Nowgorod waren die Bedingungen der Kommunikation zwischen Niederdeutsch und Russisch Sprechenden ganz andere als in Schweden. Das hat zum einen mit dem größeren Abstand der beiden Sprachen zueinander zu tun. Denn das Russische ist eine slawische Sprache, keine germanische. Eine enge sprachhistorische Verwandtschaft besteht hier demnach nicht. Hinzu kam die geringe Akzeptanz, die die russischen Verhandlungspartner gegenüber den Sprachen der Kaufleute aus dem Westen hatten. So bestanden sie beispielsweise darauf, dass Verhandlungen auf Russisch geführt wurden. Aus beiden Bedingungen folgt, dass Semikommunikation wie in Schweden hier in Nowgorod von vornherein als Möglichkeit, sprachliche Barrieren zu überwinden, ausgeschlossen werden kann und von der Forschung auch gar nicht erst angedacht wurde. Stattdessen ist aber überliefert, dass auf beiden Seiten Übersetzer und Dolmetscher eingesetzt wurden. Dass die hansischen Kaufleute Russisch gelernt haben und dass sie niederdeutsch-russische Gesprächsbücher benutzt haben, um sich verständigen zu können. In Nowgorod wie in den livländischen Hansestädten Riga, Dorpat und Reval waren Dolmetscher und Übersetzer unverzichtbar für die Beziehungen zu Russland. Sie waren dabei, wenn juristische Fragen geklärt und Verträge ausgehandelt werden mussten. Und es zählte auch zu ihren Aufgaben, im Auftrag der Städte und des Kontors Briefe und Urkunden vom Altrussischen ins Mittelniederdeutsche zu übersetzen und in die umgekehrte Richtung. So heißt es beispielsweise in einem Schreiben aus Dorpat an Reval von 1417 über 2 Urkunden aus Nowgorod. Desse vorgeschriebene russische Breve ut getolket in Dusch haben wie gesandt Torige. Also diese zuvor wiedergegebenen russischen Briefe, übersetzt ins Deutsche, haben wir nach Riga gesandt. Ut getolket ist hier das mittelniederdeutsche Wort für übersetzt. Das Verb ist abgeleitet von Mittelniederdeutsch Tolk für den Übersetzer oder Dolmetscher. Dabei handelt es sich um ein ursprünglich russisches Wort, das ins Mittelniederdeutsche entlehnt wurde. Die Tolks waren mehrsprachig und im Lesen und Schreiben geübt. Ihre Dienste boten sie berufsmäßig an, wofür sie von den Hansestädten wie auch vom Kontor in Nowgorod entlohnt wurden. Zunächst war es ihnen zu verdanken, dass die niederdeutsch-russische Sprachbarriere im hansisch-russischen Handelsverkehr überwunden werden konnte. Das Kontor in Nowgorod war nicht nur Zentrum des hansischen Russlandhandels, sondern auch der Ort, wo die Söhne der hansischen Kaufleute die russische Sprache lernen sollten. Zum Beispiel traten auch Söhne aus Lübecker Kaufmannsfamilien die weite Reise nach Nowgorod an. In den Quellen ist von den Sprachschülern treffend als Brokelehrers oder Lehrekinderin die Rede. Mehrere Monate dauerte ihr Sprachaufenthalt im Kontor. Über die Anzahl der Sprachschüler machen die Quellen keine genauen Angaben. Aber als man das Kontor 1494 schloss, hielten sich gerade 11 Sprokelehrers dort auf. Zu den Gesprächsbüchern würden wir heute Sprachführer sagen.
Insgesamt 3 hansisch-russische Gesprächsbücher sind heute überliefert. Sie werden auf das 16. und 17. Jahrhundert datiert, verweisen aber auf eine längere Tradition seit dem 15. Jahrhundert, die auch nach Nowgorod führt. Aber das jüngste dieser Gesprächsbücher aus dem Jahr 1607 ist in Pskow entstanden, südwestlich von Nowgorod. Wie auf der ersten Seite zu lesen ist, gehörte es Tönnies Fenne oder Vonne, der aus einer Lübecker Kaufmannsfamilie stammte. Das Gesprächsbuch enthält am Beginn einige moraldidaktische Reimparsprüche, eine gereimte Vorrede und thematisch geordnete Vokabellisten. Es folgen der Gesprächsteil, danach Hinweise zum Aufbau und zur Formulierung von Briefen und abschließend Gebete. Der Gesprächsteil ist ausgerichtet auf den Handel und hält für alle möglichen denkbaren Situationen eine altrussische Wendung bereit, an die sich die mittelniederdeutsche Entsprechung anschließt. Ein Beispiel. Der Hansekaufmann Fenne möchte in Pskow das begehrte Wachs erwerben, um es auf den Märkten im Westen zu verkaufen. Er will den russischen Verkäufer fragen, wie viel sein Wachs auf die Waage bringt. Wo man ich Schipp und Heft ihn was geworgen? Auf Altrussisch muss er fragen, Kolko Perkowski Tvoi Wosk Potenul? So werden sie sich wohl am Ende handelseinig. Im 15. Jahrhundert wuchs im Russlandhandel die Konkurrenz holländischer und englischer Fernhandelskaufleute. Mit sprachpolitischen Maßnahmen versuchten die Hansestädte dieser Konkurrenz entgegenzuwirken. Ein Beschluss, wonach es Kaufleuten verboten wurde, Russisch zu lernen, sofern sie nicht zur Hanse gehörten, ist erstmals aus dem Anfang des 15. Jahrhunderts überliefert. Das Sprachlernverbot wurde in der Folge mehrfach wiederholt, so auch im Jahr 1434 auf dem Hansetag in Wolmar. Kaufleuten aus Holland, Seeland, Kampen, Flandern und England sollte es unmöglich gemacht werden, die russische Sprache zu lernen. Die immense Bedeutung, die dem Fremdspracherwerb im Hansehandel zukam, wird hiermit augenfällig. Und damit komme ich auch schon zu einem ganz kurzen Fazit. An der weiten räumlichen Geltung und an der Akzeptanz des Mittelniederdeutschen im späten Mittelalter kann kaum ein Zweifel bestehen. In dieser Hinsicht ist es mit dem Englischen in der Gegenwart durchaus vergleichbar. Nur folgt daraus nicht zwangsläufig, dass Mittelniederdeutsch im Spätmittelalter auch allerorten und generell Verwendung gefunden hat, wenn in Nord-, West- oder Osteuropa Sprachbarrieren überwunden werden mussten. Zum Beispiel in wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Angelegenheiten. Die Verhältnisse in Schweden und Russland zeigen dies. Sie stellen die Annahme, Mittelniederdeutsch sei im Spätmittelalter eine Lingua franca gewesen, zunächst in Frage. Weil aber nur ein Teil der Forschungsliteratur für den Beitrag hier berücksichtigt wurde, möchte ich dieses Ergebnis nicht vorschnell generalisieren. Aber selbst wenn sich abschließend feststellen ließe, dass Mittelniederdeutsch keine Lingua franca gewesen ist, macht das die Beschäftigung mit den vielfältigen und herausfordernden Sprachkontaktsituationen und den kommunikativen Strategien, diese Situationen zu bewältigen, nicht weniger interessant. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Sie sehen hier die Forschungsliteratur, mit der ich gearbeitet habe. Besonders hinweisen möchte ich auf die Arbeiten von Kurt Braunmüller und Stefan Mehl zum Mittelniederdeutschen in Schweden und von Arndt Reitemeyer und Catherine Squires zum Mittelniederdeutschen in Russland. Wichtige Hinweise habe ich darüber hinaus erhalten von Ingrid Schröder und Andreas Bieberstedt. Hinweise zu den verwendeten Abbildungen finden Sie hier. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.